kommen wir nun zum Schluss. Und ich darf darauf hinweisen, dass wir natürlich davon ausgegangen sind, dass Sie noch Fragen an die Referenten haben könnten. Und dazu gibt es die Möglichkeit, im Anschluss daran, sich hier vorne in den Ecken, vorne rechts wird Christian Felber noch zur Verfügung stehen, da kann man sich dann dazustellen und Fragen stellen. Von Ihnen aus gesehen, ich trage jetzt noch, weil ich bin ein Seitenlegastheniker, vorne links der Clemens Riegler und hinten links der Herr Bachmeier aus Südtirol mit dem Ethical Banking, da wird der Karl Siegersleitner dabei stehen und auch noch emotional irgendwas dazugeben. Es gibt was her. Die sich aber darüber hinaus informieren möchten, haben draußen die Möglichkeit bei den Ständen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei allen Partnerorganisationen, die mit den Ständen hier auch bereit sind, Informationen weiterzugeben, die uns unterstützt haben. Ich möchte mich bedanken natürlich bei der Global Marshall Plan Gruppe, die das mit sehr, sehr viel Engagement gemacht hat. Ich möchte mich bedanken bei allen Unterstützern. Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken bei den beiden Landesräten, die uns auch finanziell unterstützt haben, zu einem hohen Ausmaß, aber ein bisschen was ist übrig geblieben. Das heißt, wir haben ungefähr 1000 ehrenamtliche Stunden drauf und haben nur einen Betrag offen von, ich würde sagen, 1500 Euro. Sie können uns dort deutlich helfen mit gerechtem Geld, dass Sie beim Hinausgehen spenden. Es sind da 4 Köpfchen aufgestellt. Wir werden das Geld nicht für uns selber verwenden. Sollte etwas übrig bleiben, dann haben wir schon eine Basis für die nächste Veranstaltung oder für die nächsten Aktivitäten. Also seien Sie nicht schamig, Sie dürfen was einlegen. Wir wissen auch natürlich, dass da auf der Seite, ich habe schon gesagt, auf diesen roten Tischen diese Petitionen sind, die Sie unterzeichnen können. Und zum Schluss jetzt möchte ich Sie noch bitten, mir ist da gefallen, nein, fast zum Schluss, das bitte nicht liegen lassen, nicht einstecken, nicht znudeln und weghauen, sondern auch abgeben. Ich glaube, abgeben muss man es, gell? Draußen gibt es eigene Schachteln und da kann man es reinwerfen. Und ganz zum Schluss, es ist also das Thema Umdenken, das heißt, das Umdenken ist möglich. Und das Ökosoziale Studierendenforum hat das auf eine ganz einfache Weise dargestellt. Ich darf mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, dass Sie viel mitnehmen von dem Geist, dass Sie was daraus machen und möchte Ihnen diesen Abschlusstext, das ist ein Text, der ganz kurz dauert, also bleibt es nur so, diesen Abschlusstext mitgeben. Bitte an den Abschlusstext. Bitte nur mal starten. So. Es ist natürlich eine weibliche Stimme, die ich niedersetzen kann. Wissen ist Verantwortung. Das ist falsch gedacht, denn Wissen ist Macht. Es ist verrückt zu glauben, dass dein Wissen die Welt verändern kann und dass du ein Entscheidungsträger von morgen bist. Studieren heißt, Ideale gegen Berufschancen eintauschen zu müssen und keinen Einfluss auf künftige Entwicklung zu haben. Manche glauben noch immer, du selbst bist die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Inzwischen ist uns klar, nur die Wirtschaft bestimmt die Richtung, in die wir gehen. Es ist Wahnsinn anzunehmen, eine gerechte Welt ist möglich. Aber man könnte das Ganze auch anders herumdenken. Es sei denn, wir entscheiden uns, das umzudrehen und denken es anders, dann würde es so heißen. Eine gerechte Welt ist möglich, es ist Wahnsinn anzunehmen, nur die Wirtschaft bestimmt die Richtung, in die wir gehen. Inzwischen ist uns klar, du selbst bist die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.
Manche glauben noch immer, keinen Einfluss auf künftige Entwicklungen zu haben und Ideale gegen Berufschancen eintauschen zu müssen. Studieren heißt, dass du ein Entscheidungsträger von morgen bist und dass dein Wissen die Welt verändern kann. Es ist verrückt zu glauben, Wissen ist Macht. Das ist falsch gedacht, denn Wissen ist Verantwortung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.